Zusammen mit Zygarde sind wir hier im, ich sage jetzt mal, Endboss-Fight, ne, bei Pokémon Legends Yay. Die machen ja so viel Schaden, ey. Armes Dragoran. Oh, muss ich Megani einsetzen. Vielleicht erstmal noch ein Lichtschild. So. Jetzt mal auf Stollers, mal gucken. Muss ein Nahkampf gehen, aber scheiß drauf. Macht die gar nichts mehr. Danke, Saiga, für dein Schutzschild. Ich glaube, wenn ich jetzt schon mal dabei bin, es wird Zeit, hier mal ein bisschen zu heilen, ne? So, der Blumenring noch eine Blume mal schnell besiegen könnte. Oder auch nicht. Nein, immer was anderes. Moment schnell. Genau das, was ich nicht wollte. Beziehungsweise, ich wollte schon Megani einsetzen für ein Lichtschild, weil ich glaube, der bringt hier wahre Wunder. Oder ich hoffe zumindest. So. So, eine Blume da weg. Dann wird wieder Zeit für ein Lichtschild. Oh oh. Hier rein. Hey, aber ich hatte Dragon doch zurückgerufen. Ach komm schon. Haben die irgendwie verklickt oder so? So. Zeit für Mega Dragoran! Ist die Blume irgendwie stärker oder täuscht das jetzt nur? Ja, ich will nochmal kurz hier mit dem Lichtschild, die Kombi. Ah, schon wieder. Mist, Dragoran! Ja, versuch's mit Glagladi, ne? Glück gehabt.
So. Die Hälfte, ne? Interessant, ne? Die 4. Attacke, der Sanktionskern, der lädt sich irgendwie auf. Ey, machen wir 1000 Wellen hier. Sieht auch schön aus. Und wieder mal sind es 2, ne? Ja. Beide plötzlich dieselben Attacken an, oder was? Ja, der finale Bosskampf hier zieht sich ein bisschen, muss man ja zugeben. Boah, das war knapp. Top-Genesung. Ich dachte schon, ich wäre overlevelt und so, ne? So. Und kurz ein Lichtschild und dann... Warte mal. Oh. Puh, fast zu spät gesehen, ey. Eine Blume ist besiegt. Na Gott sei Dank. So, mal Turtok ein. Wo schlägst du denn hin? Was können wir noch machen? Ne? Vielleicht Dragon zurückholen? Den Tag ja gerade neben. Ah, das haben wir in der Kraft, ne? Ja, war ja klar. Seigert, wo bist du? Oh. Danke, Seigert! Nehmen wir uns einfach Turtok. Und eine Hydropumpe. Im letzten Moment zurückgeholt. Okay, jetzt aber, komm. Das ist einfach mega Turtok. Kann ich schon wieder. Mein Turtok.
Warte mal, vielleicht geht's ja von hier aus, ne? Ne, geht auch nicht. So, Glück gehabt. Fast den nochmal zurückgeholt rechtzeitig. Gut, dann haben wir ein kurzes Heilen. Dragoran, du bist dran, ne? Okay. Seigert, auf geht's, komm, wenn wir's. Sanktionskern, let's go! Angefluet wurde besänftigt. Leute, schaut nur der Turm. Ange hat aufgehört. Michael und Seigert haben es wohl echt geschafft. Ey, vergiss uns nicht! Was mit dem was ist mit den Megani... Ich kann nicht mehr sprechen, ey. Was ist mit den Megamanie-Pokémon überall? Die wurden alle besänftigt. Wenn wir, die besten Trainer beim Serie Royal, unsere Kräfte vereinen, schaffen wir eben alles. Ganz recht, so ist es. Der Triumph ist das Verdienst von Illuminas Superstar, mir selbst. Aber gut, ihr anderen, das will ich nicht leugnen, habt ebenfalls ein wenig mitgewirkt. So, wenn du meinst. Danke euch allen, vor allem dir, Michael. Also okay bei dir, Zita? Ja, alles bestens. Jetzt muss Megafluet nur noch angekontrollieren und die Sache ein für alle Mal beenden. Das Abendessen heute geht dann auf die Quasar Corporation, nicht wahr? Selbstverständlich. Es ist schließlich den Bemühungen von Team MC zu verdanken, dass sie den Turm zum Stillstand bringen konnten. Darüber wird auch AZ sehr erfreut sein. Ich schlage vor, wir versammeln uns alle im Grand Hotel Picfeen, wenn es soweit ist. Ich verzichte. Bin am Start, solange der Fun Factor hoch bleibt. Bald ist es geschafft, Fluet. Halt durch. Was ist denn das für ein Geräusch? Was? Was? Es bewegt sich noch? Was hat Ange vor? Das kann nicht sein. Nein, nein, nein! Wenn Ange so eine gewaltige Attacke wie Fluets Lux wie Fluets Lux Calamitatis, okay, in diesem extrem verstärkten Zustand abfeuert, dann bleibt von den Lumina City nichts mehr übrig. In einer Tasche bewegt sich etwas. Der Kieselstein von Seigert damals strahlt eine mysteriöse Kraft aus. Aber lass mich raten. Festung schließen. Seigarnit. Der Megastein für Seigert.
Zeit für die Mega-Entwicklung. Zeit für das Tilgungslicht. Die Zukunft entspringt immer aus der Gegenwart. Team MC, ich danke euch aus tiefstem Herzen. Pokémon-Legenden CA. Ja, damit ist die Hauptsache durch und wir sind bei den Credits angelangt, wa? Ja, genau. Oh Gott, wie die Stadt aussieht, hey. Ja, Leute, was soll man dazu sagen, ne? Die Hauptstory hat sich anders entwickelt, als ich zuerst dachte. Vor allem auch da mit Angefluet oder mit Megasaiga, da hatte ich gar nicht gerechnet. Obwohl wir den Megastein bzw. den Killstein von Saiga relativ früh im Spiel bekommen haben von ihm, ne? Aber dann hat er zwischendurch komplett vergessen. Muss er zugeben. Und ja, wir haben nicht nur ein Mega Fluet gesehen, sondern auch Mega Zygarde. Oh, hübsches Gruppenfoto. Ja, Mega Zygarde fand ich doch recht cool, muss ich zugeben. Vor allem auch, weil es bei der letzten Attacke hat's ja, haben wir so 3 Buchstaben gesehen, so X, Y und Z. Und das fand ich vor allem deswegen sehr cool, weil es ja halt, ja, sicher auch eine versteckte Andeutung ist an die Spiele, Pokémon X und Pokémon Y und auch in Anführungszeichen Pokémon Z, was wir damals nie bekommen haben, ne? Weil als die erste Generation dann rauskam mit Pokémon X und Y, da hat man sich schon so wegen, ja, in 1, 2, vielleicht 3 Jahren später kommt Pokémon Z, aber dem war nie so. Wir hatten zwar im Anime hatten wir X, Y und Z, also auch ein Z-Arc, aber leider nie ein Z-Spiel und ja, hier hingegen haben sie jetzt bekommen, war endlich. Pokémon Legenden, ZA, um besser genauer zu sagen. Und ja, es gehört zur Legendenreihe, ist somit nach Legenden Arceus das zweite Spiel dieser Reihe. Und was soll man dazu sagen? Ne? Ich meine, klar ist die Rückkehr der Mega-Entwicklung, darauf basiert das ganze Spiel. Also ein großer Bestandteil des Spiels. Mit der neuen Spielmechanik auch.
die auch ein bisschen von Legenden Arceus, also eben aus der Legendenreihe halt übernommen wurde, muss ich sagen, hat sich das sehr, sehr gut angefühlt. Ne? Auch, dass halt die Mega-Entwicklung nicht wie bei den Hauptspielen selbst quasi einfach bleibt, bis das Pokémon besiegt ist. Nein, die hat auch einen Timer. Ne? Eigentlich so ähnlich wie mit der Dynamaximierung und so. Aus anderen Spielen. Und ja, somit hast du halt die Chance, eigentlich halt dein ganzes Team mega entwickeln zu können innerhalb eines Kampfes. Theoretisch, ne? Und das fand ich ein sehr, sehr cooles Feature, oder cool umgesetzt so. Natürlich auch neue Megaformen. Aber ich muss auch sagen, eben auch die Rückkehr von Team Flare, beziehungsweise halt einiger Charaktere davon. Oder auch von AZ und ja, Team Flare Nouveau halt, ne? Aber vor allem auch ja, die Einführung halt neuer Charaktere. Wie man sie auch so vorgestellt hat, präsentiert hat. Und nicht nur gesagt hat, hey, du kämpfst einmal gegen sie und fertig. Nein, die kamen mehrmals vor. Da ist auch Sidequests mit denen. Die waren jetzt auch beim Finale dabei. Und da muss ich sagen, da hat das Spiel wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Was dann wiederum natürlich ein Fakt ist, den ich persönlich jetzt nicht so gut finde. Also zum einen halt sind sehr, sehr viele Sidequests. Dafür, dass du halt trotzdem alles nur in Illumina City innerhalb einer Stadt abspielt, ist es sehr, sehr, sehr viel. Aber Sidequests, wenn man sich halt sagt, ja, hatten wir das nicht schon in ähnlicher Form gerade? Und natürlich auch das mit den Wildsektoren, ne? Ich meine, grundsätzlich eine coole Idee, wenn es nicht um die 20 Stück herum wären. Und 19 sind es jetzt gewesen, ne? Und es sind einfach so viele Wildsektoren innerhalb einer einzigen Stadt. Ja, und sich natürlich schon die Frage stellen muss, warum nicht auch mal außerhalb der Stadt und so, ne? Wäre das so schwierig gewesen oder warum haben wir das nicht gemacht? Naja, es ist wie es ist und es ist trotzdem ein gutes Pokémon-Spiel, wie ich finde. Eben auch so mit dem ganzen Kampfsystem und so, was mir eigentlich auch sehr gut gefällt. Vor allem auch, da wir eigentlich ja, auch die Attacken und so wie aus den Hauptspielen haben, aber halt trotzdem ist das Ganze, naja, die Attacken sind halt irgendwie anders, ne? Du musst sie anders einsetzen. Manche Attacken, zum Beispiel Schaufler, die du eigentlich in den Hauptspielen eigentlich gar nie einsetzen würdest, setzt du halt hier häufiger ein oder eher ein, weil sie halt einen anderen strategischen Vorteil bieten, ne? Und das ist halt eigentlich schon sehr, sehr cool gemacht, wie ich finde. Und macht halt auch Bock, ne? Gerade auch natürlich online bei den Ranked Battles und so, in den Ranked Season. Kann man das sehr, sehr gut, ja, soll ich sagen, sehr, sehr gut einsetzen halt oder umsetzen vor allem auch. Und ja, freuen wir schon darauf, was jetzt kommt, ne? Quasi so Postgame-mäßig. DLC natürlich auch. Und ja, es gibt dann auch die Anbindung an Pokémon Home, ne? Also wenn die Folge raus ist, natürlich die Anbindung an Pokémon Home bereits auch schon vorhanden. Das heißt, wir werden die natürlich auch noch angucken. Ich will aber auch noch einen Living Dex erstellen und einen Form Dex, ne? Habe ich auch schon alles mehrfach erwähnt. Und ja. Mal schauen, was das Spiel jetzt noch so für uns bereithält, ne? Natürlich auch als, sag mal, kämpferisch als Herausforderung, ne? Weil ich meine, siehe Royal, wir sind jetzt eigentlich schon auf Rang A, aber kommt da jetzt noch was oder kommt da nichts mehr? Selbst sein Grab ist imposant. Das passt irgendwie zur AZ. Wie es aussieht, hat er sich selber mal gekümmert. Ich sollte seine Maßen nehmen, weil er meinte, dass er sich von mir neue Kleidung schneiden lassen wollte. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass es ihm in Wahrheit um sein Grab ging. AZ, bitte wache über uns und diese Stadt. Wir werden sie zu einem Ort machen, wo Pokémon und Menschen glücklich und im Einklang miteinander leben. Versprochen.
3000 Jahre. 3000 lange Jahre musste er von anderen Abschied nehmen, doch heute ist endlich er es, dem der letzte Abschied zuteil wird. Gehen wir nach Hause. Ihr habt doch bestimmt auch alle Hunger, oder? Ja, ich hab Kohldampf. Es gibt doch eh wieder nur dein seltsames Curry. Und Leute, wir haben noch ganz schön viel Kram zu erledigen. Wisst ihr schon, oder? Danke für alles, AZ. Ruhe in Frieden. Bei uns ist alles in guten Händen. Ein paar Tage, nachdem sich die Aufregung um den Turm endlich zu legen begann. Dein Wecker klingelt. Tja, wie es aussieht, geht das Abenteuer weiter, wa? Aber nicht mehr heute, sondern erst in der nächsten Folge. Oh, ein Pokéball. Neues Pokémon für uns. Wir werden sehen, wa? Dann sage ich mal an dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, wir werden also nächste Folge dann mal schauen, wie es hier weitergeht, ob es neue Sidequests gibt, irgendwie Postgame-mäßig, ob wir schon das DLC ansteuern. Oder ja, es wird eher darum gehen, jetzt mal eine Pokédex vollzukriegen, wa? Wir können gespannt sein und ja, dann sage ich mal, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wa? Ciao zusammen!